Salut zusammen und herzlich willkommen hier auf der neuen Kriegsmap Intercept. Ich werde euch hier im heutigen Video zeigen, um was geht es auf der Map, was sind da unsere Missionsziele. Ich selber habe sie auch noch nie gespielt, darum bin ich selber gespannt, was uns da erwartet. Ich habe hier mal gegen Bots eingestellt, 6 gegen 6, damit ich euch wirklich alles zeigen kann, dass wir jede Station schaffen. Und ich würde sagen, schauen wir uns auf gerade mal das erste an. Da steht Retten bei A und B. Das nehme ich an, dass wir irgendwelche Gefangene müssen retten oder etwas. Gehen wir da gerne mal auf Richtung B. Schauen wir uns mal an. Also da müssen wir zuerst die Tür knacken. Und ja, da sind sie schon. 2 Stück. Ah, der Teammate gibt da gerade Vollgas. Ja, easy, wir haben es schon geschafft. Also wir haben da in dem Fall auf beiden Seiten haben wir je 3 Gefangene gehabt, also Widerstandskämpfer. Wo es halt eben gilt zum Befreien. Jetzt müssen wir da, zerstören sie die Funkausrüstung, 25 Stück, das kennen wir ja schon von früher noch, also von der anderen Map, also Neptun. Operation Neptun ist der Name gewesen. Da müssen wir ja 10 Funkgeräte zerstören, da sind es 25. Da, die liegen überall rum, gehen aber, na gut, das große hat jetzt glaube ich ein bisschen länger gebraucht. Also die kleinen gehen eigentlich schneller kaputt als die Neptun. Jedenfalls dunkel mir so. Oh, das ist ein Gegner. Wir finden da auch 25 Stück. Das sind relativ viel, also für die Angreifer, die müssen sicher ein bisschen Gas geben, dass man das schafft. Aber es ist sicher möglich. Ich finde es schon mal cool, dass sie da mit Geiseln drin haben. Das ist mal etwas ganz Neues. Ich meine, bis jetzt, wenn wir keine Brücken bauen, wir keine Panzer eskortieren. Da beim Anfang den Strand stürmen. Ja, halt immer ein bisschen Punkte nehmen oder Panzer eskortieren, so als Hauptziel. Da jetzt eben mal etwas ganz Neues. Finde ich schon mal gut. Auch allgemein das Setting, so von der Map her, wie sie aussieht und so, ist schon mal nicht schlecht gemacht. Gefällt mir wirklich ganz gut im Großen und Ganzen. Hat vielleicht da ein bisschen Ähnlichkeit mit der ersten Kriegsmap. Operation Breakout heisst sie, glaube ich. Dort, wo man auch ein bisschen in der Stadt drin ist und die Brücke nachher muss bauen. Aber keine schlechte Map. So, jetzt haben wir hier noch 3. Die Spawns sind da relativ nahe, dunkel zu mir. Ja, nicht 3 verwitscht. Ja. Noch eins haben wir noch. Zerstören wir das schnell. Unsere Teammates machen es gut. Der fährt da gerade mal durch alles durch, alles klar. Und da haben wir einen Spezialpanzer. Oh. Dann haben wir noch 2 Leute im Rücken. Und dann da jetzt noch überall ein bisschen MG-Stellungen versteckt. Also ja, für den Angreifer sicher keine einfache Map. So wie es jetzt mal der Aschi macht. Ich finde da, die stürmen da alle über die Mitte drüber. Und der Panzer da ganz speziell mit einer Schaufel vorne dran. Mal schauen, für was wir die noch brauchen. Im weiteren Verlauf, wenn wir es da schaffen. Oder sogar gegen Bots. Also ich weiß gar nicht wissen, wie es dann online ist. So, jetzt gehen wir da mal das Geschütz. Jetzt sind die Siechen da weg. Ah, nice. Da leuchtet jetzt so die Zugtür. Ich kann mal schnell schauen, kann man wahrscheinlich einfach auf zu tun. Ja, genau. Also können wir so quasi den Durchgang für den Gegner eigentlich versperren. Wenn der da durchlaufen könnte.
So sehen sie da, also ja, der Gegner kann wirklich überall so um die Ecke ein bisschen sitzen, was einen sicher nicht einfach macht, und da eben wieder hinterlaufen. Aber gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Spawns sind, vielleicht spawnt man dafür ein bisschen weiter weg, aber auch da sehen wir wieder, das NG ist da auf der Seite, das heisst, ich kann wirklich die Leute vor und hinter dem Panzer wegholen, was sehr stark macht. Bei den anderen Maps ist es ja immer eigentlich geradeaus. Und auf der Seite ist sicher nicht schlecht positioniert. Aber wir haben es jetzt gerade geschafft, 99%. Das ist wirklich immer das Härteste. Die letzten 2-3%, für die brauchst du einfach immer ewig, weil halt alle vorne angumpen und immer wenn verhindern, da gibt es auch die spannendsten Kämpfe am Schluss. Finde ich ganz geil. Und da sehen wir gerade, für das haben wir also Panzerbruch mit der Schaufel, um den Zug da, Versorgungszug wegzucrashen. Ja, also, ihr seht, ganz nette Map. Ich finde es auch cool, eben da mit den Gefangenen, mal nochmal etwas Neues dazu. Nicht schlecht. Und auch allgemeiner Kriegsmodus finde ich wirklich sehr gut gelungen, also wirklich jede Map gefällt mir sehr gut. Und ich könnte da auch ein bisschen, den Modus benutze ich ein bisschen zum Headshots boosten, sprich halt wirklich auf Headshots gehen. Ich habe auch schon 25 Headshots in einer Runde gemacht, das ist ziemlich abgegangen. Was halt so im TDM oder so fast unmöglich ist. Oder sehr schwierig. Ja, das wäre jetzt mal da ein bisschen die Map. Ich hoffe, ihr habt es ja mehr oder weniger gut können zeigen, dass ihr alles ein bisschen gesehen habt. Also wir nochmal beim Anfang haben wir Geiseln, die wir befreien bzw. beschützen. Danach die Funkusrüstung zerstören. Und dann noch das letzte den Panzer eskortiert, um den Zug wegcrashen. Ja, alles in allem nette Map, sieht gut aus, schön gemacht. Mir gefällt sie. Sicher keine schlechte Map. Ja, was halten ihr von dieser Map? Schreibt es doch unten an, ob ihr die cool findet oder weniger. Welches ist eure Lieblingsmap vom Kriegsmodus? Nimmt mich auch Wunder. Schreibt es doch unten an. Und ich würde nur sagen, danke vielmals fürs Schauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.